Ja, ich begrüße euch alle guten Gemengevertreter, Clip, alle guten, die hier sind, als Members. Und ich weiß, dass ich ging von der Schlucht weitergehen, und der Schleid ging vergessen. Dafür habe ich lieber hier ab. Und da soll ich jeder dann vielmals merci, dass da hingekommen sind. Wir sind heute zusammengekommen, wie die letzten Jahre, für den Schmelzarbeiter zu gedenken. Wir werden also zu dem Beruf hier am Süden kommen. Was den sich heute nicht vorstellen kann, es gab hier am Süden, außer zu La Sauvage, kein Schmelz für 1870. Ja, der hat richtig scheieren. Das wissen über die nicht, weil nur die Römer, die hier schon zu Asch, Zolver, Däfer, den Rodosch, Mine betrieben haben, an den Vergehens geraten. Die Römer haben an genannte Rennoven Goss hergestellt, die Romas als Hai auf einem stengenen Amboss beschafft gehen, für Eisen herzustellen. Als Eisen wird bei den Römern besonders durch sein Herd berühmt, was aber der Nachteil war, durch den hohen Phosphorgehalt war als Eisen ziemlich brüchig. All das Wissen über den Minetaufbau hier im Süden als am Mittelalter an der Vergehens geraten. Familie Metz aus den Geschichten nachgegangen. Zu Dommelding hat Familie Metz ein Schmelz nur bei der Eisenbahn gebaut mit einem Höhe von über 9 Meter. Den ersten hier am Land, den mit Koks an Holzkohle konnte betrieben gehen. 5000 Tonnen Minet aus der Hehl von Asch hat Familie Metz auf Burba transportieren gelassen, für mit Eiser Minet einen Test zu machen. Für uns Schöfflinger ganz interessant zu wissen, dass der Weiri Chang von Schöffling diesen Transport bis auf Stadt Predimus organisiert wird. Nach dem Bau von der Eisenbahn werden Transport von der Minet, Koks und auch das fertige Material auf einmal bezahlbar gehen. An das Geschichte vom Fortschritt mit der Eisenbahn als auch für alle Schöfflinger nicht zu verstehen, die ich erzählen. Dort Post für dich auf Aschkommers an die Verdeelerstation und dort den Trigemet ginas, hat Schöffling die 1860, 65 hier Tageszeitung einen Tag um Druck gekriegt. Familie Metz hat mit der Familie Tesch den Terra Ewald Schlosskauf für eine Heichövenanlage zu bauen, mit 4 Heichöven, die den 1971 am Oktober angeblasen ginas. Das Anlage war die einzige, die, wenn sich die 2 Familien hätten wollten trennen, auch Einzelbetriebe gewesen, und zwar alkes 2 Heichöven allein. Eine Heichövenanlage, wie sie immer mehr hier am Süden gebaut gesehen. Eine Heichövenanlage mit einer Geisterhalle. Der Goss als an der Zeit an der Schmelzen, wie zum Beispiel zu Dommelding weiter verschafft gehen. Nachdem zu Dittling Thomas-Verfahren, ob als Minet adoptiert ginas, hat Familie Metz die Arbeit gegründet, an Hai auf der Metzer Schmelz eine neue Anlage gebaut, mit 8 Heichöven, einem modernen Stahlwerk, auf 4 Waldstraßen. Und die Arbeit hat es fertig gebracht, den größten Arbeitsgeber hier zu Lützeburg zu gehen und sich zu einem Weltkonzern zu entwickeln. Das ist Geschichte, wie der Schmelzarbeiter zu seinen schweren und gefährlichen Arbeit kommt aus heute zu Lützeburg. Wir dürfen auch die Minetarbeiter nicht vergessen. Die 2 haben mit Traditionen gebracht, für neue Traditionen anzufeiern. So haben sie sich angesagt für ihre Kollegen nach einem Arbeitsunfall, Krankheit, dass die Leute aufgesichert sind. Wir haben einen Krankenkäse, einen Unfallkäse, eine Pension, ein Indexsystem und sind auch kein Kanner, habe ich da gesagt.
Ich könnte die Lust unendlich weiterführen, will aber kurz über den Index und über die Tripartit schwätzen. Unseren Index, auch wenn Patronat und Geschäftsleute oft die Mesure kritisieren, sie haben nur der Augmentation von 2,5% vom Warenkorb an ihrer Berechnung der Beneficiar gemäht, Leute sie kriegen. Und ich habe mich eigentlich gefragt, was geschieht dann, wenn der Warenkorb eigentlich um 2,5% gegen Hof geht. Ja, der hat ihr schon vielleicht ein Gedanken darüber gemäht. Aber ja, ohne zu manipulieren, ging der Index automatisch ajustiert gehen, und zwar nur. Tripartit an der Stahlkrise war für als an der Stahlkrise war als Land schlecht drin. Der Chômage an der Stahlindustrie hat als Land an der Ruin gebracht. Ja, der Schmelzarbeiter, den zum Wohlstand von unserem Land beigedrohen hat, weiß, dass jeder, den damals nicht an der Stahlindustrie geschafft hat, mit Grolle fährt, dass Lützeburg konnte überleben. Und mir so nicht alle gute Merci. Der Schmelzarbeiter hat am Tag der Allgemeinheit auch das zurückbezahlt. Auch sein Lohn hat sich kürzer gelassen damals. Auch das muss ein Kehr mal gesagt gehen. Der Schmelzarbeiter an den Minenarbeiter sowie die Schockchen haben bis an die Chamber gepackt. Mit seinem viel zu freien Tod auf einem 1. Mai bei einem groben Unglück war das Erfolgsgeschichte rüber. Das soll auch einmal ausgeschwärzt gehen. Ja, der hat richtig scheieren am Tag von der Arbeit, weil derzeit die Chamberarbeit hat die Schockchen, die uns nirgends in der Arbeit machen mussten. Ja, den 1. Mai, ein Feiertag von der Arbeit für die Arbeiter, ja, den 1. Mai, ein Feier von der Arbeit. Den 1. Mai, den ist besonders verloren gehen, weil der Patron damals nicht gewollt war, den 1. Mai der Arbeit drohen zu lassen. Dafür sind ich besonders stolz, auf diesen Pult für die Schmelzarbeiter zu gedenken. Ist so nicht merci. Herr Burgermeister, liebe Leute aus dem Gemeinderat, liebe Kameradinnen und liebe Kameraden. Als Mädchen von einem Immigrant aus Schmelzarbeiter, als Nies von 2 Schmelzarbeiter und als Enkelin von einem Infirmier auf der Schmelz, sind ich froh heute auf der Vierfeier vom 1. Mai, dann auch als Gewerkschaftsmember vom OGBL Ulzicht Mess und als Vizepräsidentin aus dem Gesundheits- sozioedukativen Bereich dürfen und dieser Feier teilzuholen. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Geschichte von der Schmelz mit seinen Höchsten, aber auch mit seinen Tiefsten, mein Kandidat geprägt hat. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, an Schmengen war 1979 oder 1980, wie mein Pap mit seinen schweren Arbeitsschuhen an seinem Kuschtesack heimgekommen ist und Tränen an den Augen hat. Et kriselt op der Arbeit, huet immer gesot. Mein Pap hat sich Sorge gemacht, wen seine Familie da weiter ernähren sollt. Hin hat ganz klar Existenzängst. Und ich kann nicht sagen, die sind nicht einfach so lernsch mich gegangen. Die mich kennen, die wissen, dass ich am sozialen Bereich arbeite. Haut gucken ich die Pappen, die Mammen und die Kinder an den. Durch die steigenden Preise auf allem Niveau, durch die Wohnungsnot, durch Zinsen, die klammen, die hohen Energieunkosten, müssen für und allem die Armen, aber in der Zwischenzeit hat auch der Mittelstand getroffen, immer mit denen an ihre Portemonnaie greifen. Kaufkraft hält auf, 12 von den Leuten, die an den Armut fallen, hält zu, und die Existenzängste sind ganz real. Wenn eine Kante da guckt, seht, ich schon Hunger. Wir sind 2023. Ich schon Hunger. Und wir müssen auf Kanner suchen werden, für etwas Essen zu kaufen. Weil Familien, Familienmonoparentoen, und davon, dass sie 400 Frauen betraf, keine Wohnung mehr haben, und just von einem Office sozial verträgt gehen und gesagt kriegen, dass ein Platz für ihre Kinder an einem Feuergesicht muss gehen, aber man selber gucken muss, wo sie hingeht.
war Junker sich Gedanken um ihre Zukunft machen, wie lange du heim Wunde musste bleiben, wird sich kein Loyer leisten können, geschweige eine eigene Wohnung. Dann kann ich nicht mehr sagen, dass die Welt auf der Kopf ist. Grundbedürfnisse von den Leuten, die regelrecht mit den Füßen getrippelt. Grundbedürfnisse, an alle hat für drunter geschwärzt von unseren Schmelzarbeiter, die sich angesagt haben für die Rechte, für die Grundbedürfnisse. Die Grundbedürfnisse, genau die, für die als Pappen, als Großpappen und als Urgroßpappen gekämpft haben. Für das Scheier, die Schreier Namen nicht immer mehr groß geht, für dem Armutsrisiko entgegenzuwirken, muss gehandelt gehen, und zwar lo. Den OGBL hat ganz konkret Forderungen. Es muss garantiert sein, dass genug Arbeitsplätze da sind, dass Kollektivverträge verstärkt an der Arbeitswelt eine Daseinsberechtigung kriegen. Den OGBL fordert weiter eine Steuergerechtigkeit, wie zum Beispiel die Adaptation vom Barem und Inflation. Es kann auch nicht sein, dass Kapitalkommens Männer besteuert wird, wie die aus der Arbeit. Weitere Forderungen sind der Hellen an Verbesserung von unserem Rentensystem, weil auch die älteren Leute bleiben an diesen Zeiten nicht vom Armut verschont. Die Problematik vom Wohnen muss konkret angepackt gehen, und eine gerechte Umweltpolitik muss gemacht gehen. Also ist es wie ein Mantra, du schwätzt doch ich vom Index. Durch Tripartitaufkommen kommt die Inflation unter Kontrolle gehalten gehen. Und dafür soll es klar, ganz klar, zu keiner Manipulation vom Index kommen. Ich kann nur nachher weiter abzählen und mehr an Detail rangehen. Ich denke, dass die Präsidentin vom OGBL, Nora Back, Neumünster, das ganz kämpferisch wird machen, und ich invitiere euch alle gute Mut, dahin zu gehen. Und dann zum Schluss, liebe Kameradinnen und Kameraden, wir haben dieses Jahr auch noch ein super Wahljahr. Liebe Politiker, die haben an dieser schweren Zeit eine grosse Verantwortung. Und es geht auch nicht nur für eidele falsche Versprechungen zu machen. Es geht darum, für die Leute konkret in den Arm zu greifen. Jeder muss können an Dignität leben. Und denkt dran, auch dir wie mir hu Kanner, an auch dir wie mir hun Enkel Kanner. An ich hoffe, dat ke kann me so muss, dass op d Kanner sue werden muss wie abestieren. An dem Sinn, wieft fest vun de schaffende Leid, wieft de nächste Mai. So nicht merci. Herr Ehre Chamberpräsident, Herr Vizepräsident von der Chamber, die Damen und Herren, Kollegen aus dem Schaffner Gemengerot, wert Ehregäste, alle Guren, wert Freunde, ja, vom Patrimoine, von der Siderurgie, vom Schmelzarbeiter, die Damen und Herren. Ja, das ist nicht so weit. Heute um 4 Uhr vom 1. Mai gedenken wir denen, die für bald 100 Jahre am Mai die Basis vom Wohlstand, von der ökonomischen Entwicklung von unserem Land, von oder für den sozialen Frieden gelöst und vorbereitet haben. An uns Gedanke speziell heute, an uns Merci, geht um die Schmelzarbeiter und seine Familien. Und Männer und Frauen, die leben mit dem, was sie hatten, und das war ganz oft sehr wenig, gemeistert tun. Die Schmelzarbeiter, ich habe ein paar Leute spontan gefragt, was ihnen dann so auffällt zu diesem Wort. Eigentlich kann jeder etwas sagen. Hart und schwer geschafft, sind an der Kolonie gewohnt und gelebt. Den heiligen Eloa, ihren Schutzpatron, Eisener Stahl, Heichofen, Stahlwerk, der Streik auf der Schmelz, haben am Dreck, aber bei kachender Hitze geschafft, haben nicht viel verdient, die Müse vom Schmelzarbeiter, ArcelorMittal, Arbeit, Schöffling, waren grundehrlich und hilfsbereit, italienische Immigration, die Feierstöppler, Notstandsarbeiten, LCGB, OGBL, der Reichtum vom Land, der Streik. Ja, variantenreich und facettenreich als Geschichte von der Schmelz, von der Leben von diesen Leuten beschrieben gehen. Die Damen und Herren, ja, mit diesen Wörtern und vielen anderen
weil ich konnte man nicht alle Guren abschreiben, da gehe ich meine opzählen, geht der Schmelzarbeiter beschrieben, charakterisiert und durchgestaltet. Ja, da vieles mehr bleibt an unserer Memoir, an der Schmelzarbeiter als etwas wie ein Pilier von unserem Land, wie ein Patrimoine von unserer Geschichte, von unserem Land und von unserer Gemeinde. Ob das Fundament, war doch maßgeblich die Identität und die Entwicklung von unserer Gemeinde bestimmt wird, ob das können wir, konnten wir früher, können wir auch heute noch bauen. Die Stahlindustrie an der Schmelzarbeiter und die Region Hayaminat und eigentlich am ganzen Land ihre Stempel abgedrückt. Schöffling, und da das auch richtig, als Geschichte von der Stahlindustrie, als Geschichte dort von den Minieren, von dem Schmelzarbeiter und teilweise dann noch von den Mineuren. Und das soll man nicht vergessen. Und dafür ist es richtig und wichtig, sich heute zu begegnen, an eine Reflexion zum und über den 1. Mai zu machen. So wie mein Pierredner das gemäht haben. Und das eben noch mit dem Blick auf den Schmelzarbeiter, den der Pilier von vielen war. So und das, und mit aller Deutlichkeit und Notdruck. 1. Mai, gerade lo, ich meine, das nicht in der Straße gehen. 1. Mai, für Sozialsicherheit, für gerechte Lohn. 1. Mai, den Tag von der Arbeit. Den Tag aber auch von der Solidarität für Zukunft zusammen zu gestalten. Das Zitat da, oder das Slogan haben vielleicht ein bisschen den Flair von den einfachen Formulierungen. Allerdings drücken sie vieles aus, was heute um Tag der Fall ist. Der Wunsch für Mitbestimmung, Zusch den Wohlstand, die Chance auf Frieden und Freiheit, eine Politik von der Gerechtigkeit und von der Arbeit für jeden. Die Damen und Herren, auch wenn nicht auf den nächsten Blick für verschiedene nicht so wirkt, und dann alle haben es gesagt, der 1. Mai ist und bleibt ein wichtiges Datum für all die, die sich engagieren, die sich bemühen und einsetzen für noble Aufgaben, für menschliche Ziele, für Frieden und Freiheit, für Solidarität und Gerechtigkeit, für Vollbeschäftigung und Wohlstand. Der 1. Mai, internationalen Tag für die Arbeit, sind über 100 Jahre. Wat 1919 den 1. Mai mat enger blutischer Manifestation an Amerika ugefangen huet, als haut euch dat Welt, von allem do, wo Demokratie a Freiheit Wendel stehen, e Feierdach mat enger ganz starker Symbolkraft. Am mir verbannen diesen Tag von der Arbeit eben mat der Erinnerung und die eisem Land Basis für eng ökonomische Entwicklung gelöst tun. Leid, die eiser Gemengperspektiven, neue Chancen an Zukunften ermöglicht huet. De Schmelzarbeiter als eng Familien. En huet do gewohnt an op vielen anderen Plätzen, en huet do geschafft, do wo man heide Blick op der denkmalgeschützten Wasserturm kreen. Leif Gast, dat als Gemeng haut do steht, wo se do steht, als ohne Zweifel dem Opbau vun der Schmelz, a besonders denen, die do ënner schwierigste Konditionen geschafft hun, eben dem Schmelzarbeiter zu verdanken. Und du weinst, als het wichtig an neidig, dat den Team rundherum den aller Günther als en Kollegen eng weiterkeier he bei de Steen am Memoire vom Schmelzarbeiter an City um Ben op ihr Rendevous gerufen, op enge Rencontre de la Mémoire invitéiert hun. Dat verdient de große Merci, dat verdient Felicitation an noch Unerkennung. Auch erst alle Guren, weil die sind ganz zahlreich, haut hei, die haut dieser Invitation no kom sinn e große Merci. De Vierhoven vom 1. Mai, also am Kalender von unserer Gemeng, 20 Jahren, und das eben auf Initiativ von der Equipe aus der ASPL haut, vom Museum vom Schmelzarbeiter, ein wichtiges Rendezvous. Die Freunde von der Schmelzarbeiter, auch von mir nicht permanent an den Rückspiegel müssen gucken, so ist es aber wichtig, sich immer nicht zu besinnen, sich immer nicht zu erinnern und immer das abzufrischen von dem, was einmal war, von dem, was geschieht ist, auch von dem, was sich daraus entwickelt wird, für sich daran zu erinnern. Eben etwas wirklich halen, was uns, wie schon gesagt, Wohlstand, soziale Frieden und Gerechtigkeit geschenkt und noch ermöglicht wird. Wohl wissen natürlich auch, und das auch schon gesagt ging, dass uns heute auch nach viel Sorgen und Probleme bewegen und berühren. Es gibt noch immer viel zu viele Ungerechtigkeiten und Unfreiheiten durch die Welt, an Europa, heute zu Lützeburg und sicherlich auch an unserer Gemeinde. Die Damen und Herren schon gesagt, ja, als Gemeng als stark verwurzelt mit der Geschichte, mit den Evenementen an der Entwicklung an ob der Schmelz.
Ball all Familie vu Schöffling hat el Lien entweder iwwer eng Langzeit, op der Schmelz oder mat der Schmelz. Net ze vergissen, dat als Traditionsvereiner will se net all opzielen, awer inzner als Fußballklub, den T-National an den Ami des Sport, als Musik, Harmonie Municipal, als Lichtathletiksverein, den CR Schöffling, den Turnverein Le Travail, dat waren Vereiner, die op Initiativen vun de Schmelzabegter Geburt an und Lewe gerufen gin sinn. De Schmelzabegter war en Deel vun eusem Schöfflinger Gesellschaftsliewen, a wann man Vereine haut nach dosinn den Astatine zu verdanken. An nach Haut markieren apregent Schmelzabegter Wuningen an der City Emil Meierich, an der Ellerstroos, an der Matthias Köhnerstroos an noch an der Waldstroos Bild vun eiser Gemeng. Auch van die Sozialstruktur ha sich ganz stark verändert huet, viel ausländisch Matbierger aus diverse Nationen und Kulturen und ha eng neihemischt oder en Duheimfund, so sind das City an Häuser net einfach so mat engem patrimonorientierte Parameter definiert an noch klassiert. Mat Schöffling a mat der Schmelz verbunden. Fabia huet gesot seg Familie huet deelweis op der Arbeit geschafft. Ich hatte Bob, den aus der Stadt, den soch schon gehecht baut, den aus der Stadt ma am Zug hainer schaffe kom, den aus Ragängen Schmelz. Mei Schweerpap den Daufeld Josi huet seg Familie mat enger Pai vun der Schmelz erhalen. Bäckerei vu menggen Älteren het on niet Familien vun de Schmelzerbestand net überlieft. Schade Moni Orech Bauz de Spauzemen huet am Lohnbüro Paien vun den Erbeter gestionéiert. An selber hun noch e puer Wochen hai op der Schmelz geschafft, zwar am Laboratoire, mir hat aber do viel Flott Erinnerungen a Verbindungen. Das schon gesot. Schmelz ist net mi do. Sie kriegt eng neue Vokation. Et gëtt kein eisener Stuhl méi do verschafft oder produziert. Zrepur meint as gewusst, dat aus dieser Stohlfabrik eng Stadtfabrik entstohe soll, de sogenannten Cartier Metzer Schmelz. Du fir immer froh, dat Verbindung vun der industrielle Geschichte mat enger dynamischer an neuer Konstellation erhelle bleibt, an das viel Zechen fir eng neue Zukunft sich ausweisen. Neue Perspektiven fir Leute, die eng Wohnung sichern, neue Perspektive fir de Patrimoine vun der Siderurgie zu erhalen, neue Perspektiven fir Naturschutz a vieles méi. Wir sind als Gemeng besonders froh, dass den Deel, den wir ha gesinn, der denkmalgeschützten Wasserturm a besonders auch Pompelhaus, dass der Halle bleibt, dass du e Centre de Rencontre ugedurcht gëtt, dass du e Lieu soll komme, wo iwwer de Patrimoine de la Siderurgie an all singen Blicker soll ein Zentrum hinkommen, dat war de Wunsch vu vielen aus dem Chefen a Gemengerot, an die kann mat dem Projekt, den du könnt Realität gehen, also hummer dann net nimmen eng Platz de Memoire wie die Hai, mir auch nach op andere Plätzen, wo man reis und dem könne besinnen, wat der Schmelzerbeter, den aller ganz flott beschrieben hat, wie zu dem Kommmers ausgemäht hun. Zum Schluss nach pur Reflexionen am Kader vom 1. Mai. Ich will aber betonen, dass mir als Kommunität der Solidarität no bannen an nobausen als verschrieben hun. Et leist kein die Anna allein op der Stroß. Dat geschieht sicherlich mit dem Service vom Office Sozial an eiser Gemeng. Dat geschieht durch Mesuren, die man deelweise am Gemengerot höhlen. Dat geschieht auch durch Aktionen von eiser SBL, Schöffling hilft durch Fairtrade-Team, Schöffling a vielen anderen, die benevol am Ansatz sind. Natürlich, wir machen als Sorgen frohe wie Inflation, Energieengpass, teuerisch die sich aufzeschen, Naturkatastrophen, Umweltsorgen, Klimawandel, den Terror, den der immer wirkt, Krischer, Unterdrückung, de Logement an Gesundheitswesen, wo nicht alles Gold das glänzt, Derbesplätzen. Purstich fir der vun Probleme an Aspekte, die eis net kahllosen. Schmenge Kehai rundem des Pult. Weist er auch, dass nach viel Aufgaben, Herausforderungen unzupacken und zu meestre sind. Natürlich lesen man nicht all Probleme einfach so am Hand im Drehen, man denkt Schnellschuss, man engem enschen Handgriff. Et braucht op viele Plätzen an das richtig gesot gin, aber iwwer Politik raus, an der Gesellschaft, bei alle Guren, vielleicht den neue Solidaritätsgefühl. Wir können ganz ja so net gefiel eurem Leid. Man muss alle Guren einzeln frohen, wat man dann dafür, dass die Leute man arm sie, wann man alle gescheit sind, man muss méi Pai kreen, an man muss méi Rente kreen, an muss net Chitrin immer méi kreen. Dat sind natürlich neue Sozialgefehler, die sich entwickeln müssen, an die noch haut mechte Meemänglisch kann prononcieren muss machen. Et braucht
Fanger Spitzegefühl, et braucht aber auch Courage an de Willen. Männer und Frauen vom meisten Met Schmelzarbeiter an viel engagierte Gewerkschaftler haben uns bewiesen, dass von de Willen an de Courage gepaart mit echter Solidarität, ehrlicher Solidarität, gegenseitigem Steipen, da sind, dann ist vieles möglich, wie die offensichtlich Gefahren vorbei sind, und da gibt es genug, aber auch die Risiken, die uns verbannen, menacieren, zu maîtrisieren. Das ist uns der Moment von Haut, das sind also auch die Gedanken vom 1. Mai von morgen. Ein wirklich ehrliches Bekenntnis für Freiheit, Frieden und Sozialgerechtigkeit. Vieles stellt also Prof, aber wenn wir nicht am Geist vom Schmelzarbeiter reagieren und handeln, dann ist das ein Geschenk an eine Selbstgoal für all populistische Bewegungen. Dafür ein großes Merci nach einmal alle dir und den Leuten für uns auf diese Rencontre zu invitieren. Ich schließe mit einer Citation vom früheren UNO-Generalsekretär Friedensnobelpreisträger Dag Hammarskjöld, die schon auf ein paar Plätze gesagt haben. Fängt nie an abzuhalten am Ersatz gegen Ungerechtigkeiten, aber fängt immer nächst neu an am Ersatz für Frieden und für Gerechtigkeit. Merci.